Dat alt Joer, dat geht un nennen, ein Neid steht unter dir, a wie so oft, wann ein Neid Joer aufhängt, dann holen wir uns eine ganz Reihe gut Viersätze. Zum Beispiel auch Viersätze, was als Gesundheit angeht. Können den da mal endlich mal ein wenig Sport treiben. Zum Beispiel joggen gehen. Das wäre ja nicht mit viel Aufwand verbunden. Einfach raus an die Natur und da geht es los. Leider hast du aber an Eis so einen inneren Schweinehund, den hält als von dem guten Viersatz auf. Dass man vielleicht eine Reihe Maßnahmen haben, für den inneren Schweinehund zu bekämpfen, das gibt möglicherweise an einer satirischen Geschichte Maßnahmen zur Überwindung des inneren Schweinehundes gewohl. Erste Etappe: Geisterbeschwörung. Einmal, zweimal, am liebsten dreimal die Woche, heilige Dreifaltigkeit, sollte die Überwindung des inneren Schweinehundes angestrebt werden. Wäre doch gelacht, wenn diesem Biest nicht beizukommen wäre. Aber es ist zäh, das Vieh, im Bund mit dem Sofa, auf dem es sich liebend gerne herumwälzt. Ihm muss der böse Geist ausgetrieben, das Leben zur Hölle gemacht werden, damit das Unglück nicht seinen Lauf nimmt. Die großen Werke der Literatur werden zu Rate gezogen, zum Beispiel Goethes Faust. Erst zu begegnen dem Tiere brauch ich den Spruch der Viere. Salamander soll glühen, Undene sich winden, Sylphe verschwinden, Kobold sich mühen. Ist die Bestie beeindruckt? Doch nein, ich sehe, keines der Viere steckt in dem Tiere. Auf Literatur spricht das Untier also nicht an. Möglicherweise ist es mit einer tüchtigen Portion Knoblauch zu zähmen. Ein Restaurantbesuch empfiehlt sich. Spaghetti all'aglio, danach Lamm in Knoblauchkruste. Aber das Scheusal fühlt sich wohl, der Knoblauch schmeckt ihm, es reckt und streckt sich und schwillt wie ein Elefant. Soll ich mich geschlagen geben, den Dingen ihren Lauf lassen oder einen zweiten Versuch wagen? Zweite Etappe: Lasst Taten sprechen. Bekanntlich machen Kleider Leute und vielleicht wird das passende Outfit mich auf Trab bringen. Schweißaufsaugendes Trikot, eng anliegende Hosen, gepolsterte Laufschuhe. Wie man mir sagt, die letzte Errungenschaft der Technik, laufen wie auf einer Wolke. Und jetzt Spieglein, Spieglein an der Wand. Sportlich schaue ich aus. Wer hätte das gedacht? Im Anfang war die Tat. Doch mal regnet's, mal stürmt's, dann sinkt die Temperatur unter Null und meine Stimmung auf einen Tiefpunkt. Die Fachliteratur wird zu Rate gezogen. Da heißt es, der überzeugte Läufer trotzt Wind und Wetter. Ich warte ab. Aber 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, doch ich laufe nicht mit. Währenddessen läuft das Biest in mir zu Höchstform auf. Wenn ich mich nicht endlich entschließe, etwas zu tun, wird mein letztes Stündchen unweigerlich ein paar Jahre früher schlagen. Zuerst steige ich mal ins Auto. Zufrieden, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben, lehne ich mich genüsslich im Polster zurück und drehe ein paar Runden sitzend zu meiner Lieblingsmusik. Dritte Etappe. Im Wald und auf der Heide, endlich vor Ort. Die Fachliteratur empfiehlt, dehnen und strecken, dehnen und strecken. Neben mir ein Athlet der durchtrainiertesten Sorte. Ich erspare mir den Anblick und suche das Weite. Vor mir Wald, soweit das Auge reicht. Mit federndem Schritt und einem Tempo, als ob sie um ihr Leben rennen würde, kommt mir eine Läuferin entgegen.
mustert mich verächtlich. Ich springe erschrocken zur Seite, gebe mir dann aber einen Ruck. Los! Das scheint ja wie am Schnürchen zu laufen, und es geht sogar voran. Ein Blick auf die Uhr. Er ist 3 Minuten unterwegs. Das kann nicht wahr sein. Mit der Uhr, da stimmt etwas nicht. Ich muss mir eine neue kaufen. Und plötzlich beginnt es zu rumoren in mir, pocht gegen meinen Brustkorb, wirkt mir den Hals ab. Der Schweinehund ist am Werk, flüstert mir ins Ohr. Wenn du nicht endlich Ruhe gibst, wirst du elend zugrunde gehen. Ich stolpere trotzdem weiter, zerre ein Taschentuch aus meinem Trikot und tupfe mir den Schweiß von der Stirn. Schwitzen ist gesund, denke ich. 2 Vollblutläufer flitzen vorbei, werfen mir einen mitleidigen Blick zu und flüstern sich etwas ins Ohr. »Ihr habt auch mal klein angefangen«, rufe ich ihnen nach. Das hätte ich besser nicht getan, denn nun ist die Luft endgültig raus, der Schweinehund aber immer noch drin. Genüsslich rülpst er und dröhnt mir die Ohren voll mit seinem Gelächter. »Ho, ho, 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 wenn du dich sehen könntest«, höhnt er. »Jede Sonntagsspaziergängerin ist schneller als du.« Jetzt hämmert's nicht bloß gegen den Brustkorb, als ob ein Schlagzeuger am Werk wäre. Nun wollen auch meine Füße mir den Dienst versagen. Laufen wie auf einer Wolke hat man mir versprochen. Scheint der Lauf der Welt zu sein, dass man überall an der Nase herumgeführt wird. Ich gebe mich geschlagen. Kein Dehnen und Strecken. Ich schaff's gerade mal noch bis zum Auto. Aber zum Glück lässt sich das Fahren ja im Sitzen erledigen. »Na, Schweinehund, was meinst du? Für den Anfang war das doch gar nicht so schlecht.« Du knurrst. »Noch ist nicht aller Tage Abend«, sagst du. »Wir werden sehen«, antworte ich und gebe Gas. Hier ist übrigens der Schweinehund, dick und fett. 4. Etappe. Der Morgen danach. Am nächsten Morgen tut jeder Knochen im Leib mir weh und der Schweinehund triumphiert. »Ich hatte dich gewarnt. Allzu viel ist ungesund.« Ich höre auf ihn und mache es mir auf dem Sofa gemütlich. Gott sei Dank ist Sonntag. Es läuft also nichts davon. Den Schweinehund freut's. Mit einschmeichelnder Stimme raunt er mir ins Ohr. »Du musst dich schonen. In deinem Alter ist jeder Schritt zu viel, ein Schritt schneller in die Ewigkeit.« Als ich nach einer Stunde aufstehen will, höre ich ihn säuseln. »Bleib liegen, festina lente, wie der Lateiner sagt.« Ich ignoriere ihn, erhebe mich und nehme das Buch zur Hand, das ich vor Wochen gekauft habe, das jedoch bislang unangetastet im Regal stand. Maßnahmen zur Überwindung des inneren Schweinehundes, wie aus einem geborenen Faulpelz ein überzeugter Läufer wird. Wahllos schlage ich eine Seite auf und finde mich und den Schweinehund bestätigt. Da ist zu lesen: Falsch wäre es, weder Maß noch Ziel zu kennen und es mit dem Laufen übertreiben zu wollen. Die eigenen Grenzen zu respektieren, darauf kommt es an. Ja, genau, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Zwinkere dem Schweinehund zu und lege mich mit ihm aufs Sofa. Schließlich ist der Sonntag heilig. Wie meint Geschichte für Hai und Nennen hat sich geirrt. Es gibt noch eine 5. Etappe. Wenn ihr die lesen wollt, da könnt ihr allen Ernstes nachschlagen, dass das Jahr bei Kremat rauskommt.